Wir haben es endlich geschafft, Freunde. Wir sind in der Vergangenheit angekommen, sind durch das Zeitportal gereist, treffen hier wiederum auf Impa, die uns erklärt, dass wir durch das Tor schreiten müssen, um endlich wieder mit unserer Freundin Zelda vereint zu sein. Damit willkommen zurück zu Legend of Zelda Skyward Sword HD. Endlich bist du hier, Michael. Du hast einen langen Weg hinter dir. Ja, etwa 67 Folgen. Imp hat dir sicher gesagt, wo wir hier sind, oder? Das ist die ferne Vergangenheit. In dieser Zeit leidet das Land noch unter den Verwüstungen des Kampfes zwischen dem Todbringer und der Göttin. Die Legende, die man sich darüber im Wolkenort erzählt, ist nicht irgendein Märchen. Es ist wirklich so geschehen. Lass mich dir alles erklären. Vor langer Zeit schufen die Götter eine unendliche Kraft, die ihrem Besitzer die Macht gibt, alle seine Wünsche zu erfüllen. Das Triforce. Der Todbringer entfesselte eine Armee von Ungeheuern, um das Triforce an sich zu reißen und so die Welt zu beherrschen. In höchster Not schnitt die Göttin ein Stück aus dem Erdland und sandte das Triforce zusammen mit den Menschen in den Himmel. So entstand unsere Heimat, der Wolkenhort. Warte mal, du willst mir gerade weismachen, dass die Göttin in der Lage war, mal so ein Stück große Erde hier rauszuschneiden, mit so einem kümmerlichen Schwert, das sie hatte. Meine Schwert der Göttin war nicht gerade sehr lang. Und sie irgendwie gen Himmel zu schicken, abgesehen davon, wie war das gerade? Das Triforce ist da oben? Nach einem langen, erbarmungslosen Kampf gelang es der Göttin Hylia, den Todbringer zu versiegeln. Doch es war offensichtlich, dass das Siegel seiner gewaltigen Macht über die Zeit nicht standhalten würde. Die Göttin hatte aus dem Kampf schwere Wunden davongetragen und wusste, sie würde ihn kein zweites Mal aufhalten können. Würde der Todbringer jemals zurückkehren, würde es das Ende der Welt bedeuten. Daher traf die Göttin Vorbereitungen, um ihn ein für alle Mal besiegen zu können. Krasse Scheiße. Was hat das alles mit dir zu tun, Zelda? Link, mach den Mund zu, das ist unhöflich. Zuerst erschuf sie Fei, den Geist, der deinem Schwert innewohnt und der den Auserwählten mit der Erfüllung seiner Aufgabe leiten soll. Außerdem gab sie ihre göttliche Form auf und übertrug ihre Seele in einen Menschen. Sie tat dies, um mit Hilfe der Macht der Götter den Todbringer vernichten zu können. Denn wenngleich es von den Göttern erschaffen wurde, können sie selbst die unendliche Kraft des Triforce nicht nutzen. Daher gab die Göttin ihre göttliche Kraft in ihren unsterblichen Körper auf. Du hast es sicher schon verstanden, Michael. Nö? Du bist der Auserwählte und ich, Zelda, ich bin die als Mensch wiedergeborene Göttin Hylia. Was? Am Tag der Fulgurada-Zeremonie riss mich Giraims Wirbelwind ins Erdland hinunter. Kurz bevor ich in die Hände des Bösen fiel, rettete mich am Siegelhain eine alte Frau. Ich hatte keine Erinnerung an meine Existenz als Hylia. Die Frau erklärte mir, wer ich war und was ich tun müsste. Ich bin zu jedem Tempel gereist, um von den Statuen der Göttin zu beten. Ne, warte mal, du warst nur bei 2, ne? Du warst nur bei 2 Tempeln. Wir haben alle gemacht, Nur noch ganz kurz mal anmerken darf. Ich erhielt mein Gedächtnis zurück. Impa als Dienerin der Göttin führte mich und brachte mich schließlich in die Vergangenheit. All dies, um die Rückkehr des Todbringers zu verhindern. Krasse Scheiße. Michael, das Siegel hat ihm seine wahre Gestalt genommen, daher erscheint er als schreckliches Ungeheuer. Aber auch so ist er ohne weiteres in der Lage, die Welt zu zerstören. Hab ich gemerkt. Zelda. Wir müssen um jeden Preis verhindern, dass der Todbringer dem Siegel entkommt. Ich werde nun hier in dieser Zeit das Siegel stärken. So werde ich ihn in unserer Zeit versiegelt halten können. Warte mal. Du willst hier bleiben, die ganze Zeit über? Das Siegel, das Hylia, das ich geschaffen habe. Ich muss es so lange wie nur möglich aufrechterhalten.
Ach, deswegen fängt das Siegel an zu brechen. Weil ganz ehrlich, wie lange ist Zelda dann schon da, hier am das Siegel halten? Das müssten ja Tausende von Jahren sein, oder Hunderte von Jahren. Nun, da ich meine Erinnerungen zurückgehalten habe, erkenne ich, dass dies meine Bestimmung ist. Oh Mann. Nein! Aber du musst doch zurückkommen mit mir. Die Göttin hat dir Fallen dieses Schwert aus einem guten Grund, aus einem ganz bestimmten Grund anvertraut, Michael. Das riesige Ungeheuer, gegen das du in unserer Zeit gekämpft hast, das war der Todbringer. Du hast mit diesem Schwert bereits in 2 Kämpfen zurückgeschlagen. Wer weiß es überhaupt? Dafür kann ich dir gar nicht genug danken, Michael. Oh, all die Augen, ganz ehrlich. Auf einer langen Reise hast du viel erreicht. Weisheit durch das Lösen von Rätseln. Kraft durch zahlreiche Kämpfe. Mut durch das Bestehen der Prüfungen der Göttin. Die Macht des Triforce liegt dir inne, Michael. Oh, krasse Scheiße. Du bist nun würdig, das Erbe der Götter, das Triforce zu führen. Aber, Moment mal, ich dachte, du hättest, oder Hylia, wie auch immer, hättest dafür gesorgt, dass du wiedergeboren wirst als Mensch, damit du das Triforce selber nutzen kannst. Warum soll ich das jetzt machen? Oh, meine Göttin. Du hast unzählige Strapazen auf dich genommen, hast es bis hierher geschafft. Du bist ein wahrer Held. Als Anerkennung deiner Kraft, deines Mutes und deiner Weisheit verleihe ich dir, Träger des Schwertes der Göttin, eine große Kraft. Deinem Schwert und dir ist nun die Kraft gegeben, das Böse zu besiegen. Ja, vorher schon, aber danke. Dieses leuchtende Zeichen an deinem Handrücken, das ist der Beweis, dass du der Held bist, der die heilige Kraft in sich trägt. Alle 3 Fragmente, Kraft, Weisheit und Mut, in dir vereint. Dieses Zeichen ist das Symbol des Triforce. Komm, so ziehe nun dein Schwert, Michael. Durch den Segen der Göttin hat das Master-Schwert seine wahre Gestalt erhalten. Dieses göttliche Schwert hat die Macht, das Böse zu besiegen und zu versiegeln. Und nur du kannst es führen, Michael. Die Siegesmucke fehlt. Michael, ich muss mich bei dir entschuldigen. Das Symbol des Triforce in deiner Hand ist das Zeichen unendlicher Kraft. Wenn du das Triforce findest, können wir mit deiner Hilfe den Todbringer vernichten. Aber nur jenen wenigen, die einen wahrhaft starken Geist besitzen, ist es gestattet, diese Macht einzusetzen. Niemand weiß, warum die uralten Götter das Triforce erschaffen haben. Ich meine, nicht einmal ich selbst, die ja Hylia bin. Ich habe viel darüber nachgedacht. Die Götter haben es erschaffen, es gleichzeitig so eingerichtet, dass sie es selbst nicht nutzen können. Vielleicht wollten sie auf diese Weise den sterblichen Wesen des Landes, die keine Götter sind, Hoffnung geben. Ja, so wird es gewesen sein. Ja, und haben damit dann verursacht, dass all die Jahre, Jahrhunderte später die Menschen das Triforce unbedingt begehren, es besitzen wollen, andere dafür umbringen, etc. etc. Ein schöner Plan. Hylia benötigt eine Auserwählte mit einem starken Geist, der der Welt Hoffnung bringt und den Todbringer vernichtet. Dich. Aber um unendliche Kraft einsetzen zu können, dafür musstest du viele Prüfungen bestehen und zum Helden werden. Die Göttin Hylia wusste, ich wusste, um Zelda zu retten, willst du dich furchtlos jeder Gefahr und Prüfung stellen, ohne auch nur einen Moment zu zögern. Ich habe dich benutzt. Oh, das kenne ich von vielen Spielen. Michael, es tut mir leid, dass ich dich in all dies verwickelt habe. Aber dies ist ein Kampf, von dessen Ausgang das Schicksal der ganzen Welt abhängt. Ich brauche deine Kraft, um ihn für uns zu entscheiden. Boah, kann ich irgendwie verstehen. Ich weiß, dass es sehr selbstsüchtig klingt, aber auch ich werde meinen Teil beitragen und den Preis dafür zahlen. Um das Siegel aufrechtzuerhalten, werde ich hier ruhen. Und mag es ja auch eine Ewigkeit dauern. Was? Du willst mich gerade verarschen, oder? Michael, es tut mir leid. Bitte vergib mir. Ich habe die ganze Scheiße auf mich genommen, dich jetzt hier zu sehen, zu retten, zurückzuholen. Jetzt willst du sie einfach
Aber ich wusste es selbst nicht, bis meine Erinnerung zurückkam. Ich wusste nicht, dass uns dieses Schicksal auferlegt war. Ich wollte nur bei dir sein. Mann, Zelda! Michael, ich mag zwar die Wiedergeburt der Göttin sein, ich bin noch immer die Tochter meines Vaters und deine Freundin seit Kindheitstagen. Zelda, wie du sie kennst. Wenn der Todbringer vernichtet wird, ist das Siegel nicht mehr länger nötig und ich kann wieder aufwachen. Weißt du noch, wie ich dich immer aus dem Bett werfen musste, weil du so lange geschlafen hast? Willst du dieses Mal mich aufwecken, Michael? Natürlich! Verlass dich auf mich! Hure Sackzement nochmal. Sorry, wenn ich hier auf Schweizerdeutsch fluchen muss, aber ist doch wahr, ey. So eine verdammte Kacke. Aber warum jetzt mal ganz ehrlich, wir haben das wahre Master-Schwert. Es ist perfekt. Es ist stärker als jemals zuvor. Wow, sogar auf lang geht schneller. Ui, ist der Strahl lang. Jetzt mal ganz ehrlich, warum können wir mit dem Master-Schwert nicht einfach irgendwie den Todbringer versiegeln? Müsste doch gehen. Nur war Held vermag es zu führen. Wir können doch damit das Teil einfach versiegeln auf ewig und fertig. Ja gut, auf ewig versiegeln, ja, wir wissen es aus der Zukunft mit Ganondorf und so, mit Ganon, das ist auch immer so eine Sache. Scheißendreck. Oder töten wir es. Gegen mit Ganondorf und Twilight Princess auch. Ihr habt euch verabschiedet. Finde das Triforce, so wie du es Zelda versprochen hast. In der eigenen Zeit warten viele Aufgaben auf dich. Sorge dich nicht, ich werde Zelda hier beschützen. Verlerne du deine Aufgabe. Schöne Kacke. Ja, Ja, wobei, das Ding vernichten, ja, Wir brauchen trotzdem das Triforce. Also ist halt auch immer einiges härter und tougher als so ein Ganondorf. Wir können ihn halt töten, so direkt nicht funktioniert. Ja, also suchen wir das verdammte Triforce, nicht den Todbringer in seiner jetzigen Form hier und dann ist halt wieder gut. Du bist wieder zurück. Die Hüterin. Sag mal, kennst du eigentlich diese Impa? Dann weißt du jetzt alles. Auf der anderen Seite des Tores schläft Zelda. Du musst keine Angst um sie haben, es geht dir gut. Das Triforce eine Kraft in den Todbringer besiegen kann und der Legende nach von der Göttin im Wolkenhaus versteckt. Aber niemand weiß wo. Dazu schweigt die Legende leider. Tja, so sind Legenden halt. Völlig kacke. Mehr weiß ich leider nicht darüber, Michael. Der Schlüssel zum Triforce muss sich im Wolkenhaus verbergen. Du sollst dich auf die Suche nach dem Triforce machen. Hey, warte mal einen Moment! Michael, ich muss mit dir reden. Jo, was geht, Bro? Oh, ich hab vergessen, Zelda von dir zu grüßen. Scheiße. Zelda von dir... ja, wie auch immer. Also Zelda, ihr geht's doch gut, oder? Ja, kann man so sagen. Sie ist übrigens hier, willst du besuchen? Das ist gut. Aber es ist noch nicht vorbei, oder? Ne, noch lange nicht. So, Michael, ich habe mich entschieden, nicht zum Wolkenhaus zurückzukehren. Ich bleibe mit den Mütterchen hier. Mann, nicht so ein Gesicht. Ich weiß schon, was ich tue. Ich habe meine Bestimmung gefunden. Ich muss dieses Ungeheuer bewachen. Mich um das Mütterchen kümmern und so. Meine Aufgabe ist sicher nicht so ruhmreich wie deine, aber ich bin damit zufrieden. Verstehst du? Verstehst du? Außerdem gefällt es mir hier. Durch den Wolken zu leben war nicht übel, aber ein richtig fester Boden in den Füßen ist auch nicht zu verachten. Kann ich verstehen. Schau. Dank seltenen Mütterchen ist Leben in dieses Land zurückgekehrt. Wenn hier einen Keimling pflanzt, wird daraus bestimmt ein toller Baum wachsen.
Das wird sicher mal ein Ort, in dem die Menschen gerne leben wollen. Eine lange Zeit dauern, bis ein Baum hier richtig groß wächst. Aber ich habe Geduld. Das ist, was ich gerade fühle. Aha. Jedenfalls, also, Grüße alle von mir, wenn du zum Vulkan zurückkehrst. Danke, Michael. Kein Problem, Bardo. Man ist echt da. Kann ich jetzt durchgucken? Ja. Der Bernstein. Sag mal, vibriert der irgendwie leicht, oder? Ne, ist nur das Schwert, wa? Zelda. Verdammte Scheiße nochmal. Mann. Na gut, das Triforce, Ich meine, wir wissen ja, wo es liegt, sag ich mal, weil wir schon mal gezockt haben, aber ganz ehrlich, es ist einfach einfach, einen Vulkan einfach auseinanderzunehmen, nochmal zurück ins Erdland und einfach sagen, hey, wo ist das Triforce? Hallo, wo bist du? Aber hier unten ist natürlich noch Girahim und so weiter und so fort, natürlich auch kacke. Also, was mache ich überhaupt? Ich muss zurück in den Himmel, ich habe dummerweise die Vogelstatue, also sprich das Amiibo nicht bei mir. Ich glaube, durch den Hintereingang jetzt schneller, wieder nach oben. Naja, aber hey, wir haben immerhin das wahre Master-Schwert. Das ist länger als jemals zuvor. Alter Schwede. Wenn wir noch an Zeiten, wie gut Ocarina of Time, da ging es von Länge her noch, oder Princess auch, aber hey, Wind Waker. Das war so kurz. Na, Kumpel? Oh, Freunde, ich mache jetzt fertig. Also mit einem Kackhieb. Jetzt sind es noch 2 erwischt, immerhin etwas. Also. Ja, das Schwert hat sich ziemlich verändert. Ins Wolkenmeer, bitte. Wir wissen zwar, es gibt ja da noch so 2 Dingsbums, eben 2 Truhen noch. Diese riesigen Wolkenkugel. Aber es macht wirklich Sinn, dass wir das eher später holen, weil was soll wir vorher damit? Ansonsten hat es nichts getan, logischerweise. Da wir nur den Verband nochmal versiegelt haben. Ey, warum wir nicht mit dem Masterschwert jetzt direkt den Verband versiegeln können? Oh je, oh je. Soll verstehen, wer will. So, generell fehlen uns hier auch noch ein paar Sidequests, dazu aber später, Freunde. Da wäre es wieder mit der Hauptstory ein bisschen weiter vorwärts kommen müssen, bevor wir da neue Sidequests machen können. Viele sind zwar nicht mehr, aber ein paar ist noch. Also, wir müssen herausfinden, wo das Triforce liegt. Wer kennt sich wohl hier am besten aus im Vulkanort? Ich denke mal, wir fragen mal Zeldas Vater. Die Statue der Göttin. Und ja, fällt doch jetzt etwas auf hier. Sieht doch so aus, als würde dieser Teil irgendwie ins Erdland gehören. Wäre losgeschnitten worden. Wo jetzt das hier kommt, ist eine andere Frage. Weil es ja auch Erde aus dem Erdland. Aber ja. Anderes Thema. Wir gehen rein. So, Zeldas Papa. Mal kurz quatschen mit ihm. Wer was weiß? Offenbar schon. Michael, hast du das Neues über Zelda rausgefunden? Ja, sie ist einerseits Vergangenheit, andererseits hier, aber sie ist versiegelt und braucht Hilfe. Sag schon, das heißt nur der kleinste Hinweis, er will alles hören. Ich brauche das Triforce, Alter, rück's raus. Du kannst noch nicht sprechen? Ich verstehe. Es gibt Dinge, über die man nicht reden kann. Und dann soll man schweigen. Schweigen der Lämmer und so. Ich habe mir wenig nachgedacht, Michael. Es tut mir leid, mit anzusehen, wie du dich so Mutterseelen allein in deinem Schicksal stellst. Ich bin ein alter Mann. Vielleicht kann ich dir irgendwie anders helfen. Ich habe beschlossen, all mein Wissen mit dir zu teilen. Du kannst mich alles fragen, was du zum Vulkanort wissen willst. Triforce? Ich will wissen, was das Triforce ist, ja. Woher weißt du? Die alten Schriften sagen leider nur sehr wenig darüber. Es ist auf jeden Fall sehr rätselhaft. Es tut mir leid. Der Rede von meiner Weisheit muss trotzdem passen. Naja, mach nichts draus, Alter, weil sonst wärst du ja der Träger des Triforce der Weisheit, aber das bin ja ich. Also insofern
Sonst kein Hinweis? Noch eine Person gibt. Ja, danke schön. Und jetzt? Ein Hinweis vielleicht? Moment, Michael. Also. Einen Hinweis kann ich dir geben. Vielleicht hast du schon von dem uralten Himmelsgeist Narisha gehört. Narisha ist seit ewiger Zeit der Hüter der Wolken und zugleich ein wandelndes Lexikon. Ich bin mir sicher, dass er dir etwas zum Triforce sagen können wird. Wo ist er? Das ist eine gute Frage. Dir ist ja schon die riesige Sturmwolke aufgefallen, die vor kurzem aus heiterem Himmel erschienen ist. Vor kurzem? Die ist schon Ewigkeiten da. Es gibt das Gerücht, dass Narisha in dieser Wolke eingeschlossen wäre. Hä? Wieso haben wir ihn da nie gesehen? Hat der Meister Octus beauftragt, diesem Gerücht nachzugehen. Nur dann kam die Sache mit Zelda dazwischen. Ich habe ihn noch nicht befragen können, aber vielleicht hat er bereits etwas herausgefunden. Vielleicht solltest du Meister Octus direkt nach Narisha fragen. Machen wir, machen wir. Otus, Focus, Verschwindibus. Meister Otus, ich muss Narisha sprechen. Wo ist er? Na Michael, was macht deine Suche nach Zelda? Hast du sie gefunden? Wer? Narisha? Du hast mit dem Direktor geredet, war? Narisha befindet sich in der Sturmwolke, aber er ist nicht der Narisha, den wir kannten. Er ist ein Monster. Ich mag wie Narisha aussehen, aber als ich ihm das letzte Mal näherte, hat er mich angegriffen. Narishas Blick war so voller Hass. Er hat sich verändert. Irgendwas ist geschehen. Das kann ich spüren. Ja, und jetzt? Wie? Du musst mit Narisha reden? Das ist unmöglich. Narisha ist im Moment für unsere Worte unerreichbar. Und selbst wenn du nah genug an ihn rankommen würdest, würde er dich angreifen und das wäre dein Ende. Was? Du willst trotzdem gehen? Nun, du willst es tun, um Zelda zu finden, was? Gut, ich habe das Gefühl, du lässt dich davon nicht abbringen. Ich habe eine Idee. Komm mit. Irgendwas stimmt mit Narisha in der Sturmwolke nicht. Wenn du die Ursache für dein Verhalten beseitigst, kommt der alte Narisha vielleicht wieder zurück. Also Michael, ich bringe dir jetzt eine ganz spezielle Vogelreiter-Technik bei. Den Tornadostoß. Der Tornadostoß ist ein starker Angriff. Mit seiner Hilfe kannst du Narisha sicher von dem Übel, das ihn befallen hat, befreien. Aha, jetzt ist plötzlich ein Übel, das ihn befallen hat. Die Ausführung ist im Prinzip nicht schwierig. Du musst nur X drücken, das ist alles. Aha. Allerdings wird ein Wolkenvogel extrem schnell in dieser Zustand hält länger an als nach einer normalen Attacke. Die Kunst ist, den Vogel im Flug stabil zu halten. Deshalb lernen nur die erfahrensten Schüler der Oberstufe diese besondere Technik. Für dich ist es eigentlich noch zu früh, aber wir wollen es sehen. Vielleicht bist du doch schon bereit dafür. Sprint los und spring von hier ab, dann ruft ein Wolkenvogel. Geronimo! Also gut, Michael, wenn du auf deinen Wolkenvogel X drückst, dreht er sich und greift an. Du musst 10 Ziele mit deinem Tornadostoß zerstören. Wenn du es schaffst, 10 Ziele in 25 Sekunden zu zerstören, dann bist du ein wahrer Vogelreiter. Also fangen wir an. Okay. Was soll jetzt daran so speziell sein? Ups. Ah, da hat's noch welche. Mhm. Da unten ist auch noch mal einer. Entschuldigung. Ich glaube sogar, man muss alle vernichten. Das ist gar nicht mal so einfach. Ist die Richtung eigentlich egal? Ja, okay. Da unten haben wir noch einen gesehen. Ah, da sind sogar zwei, die letzten, okay. Das war's. Sehr gut, du hast innerhalb des Zeitlimits 10 Ziele zerstört. Du beherrschst deinen roten Wolkenvogel wirklich meisterlich, Michael. Wirklich sehr gut. Du hast es recht verdient, den Tornadostoß einzusetzen. Du musst Narisha nur noch finden. Der Besitzer der Kürbisbar bringt Narisha jedes Jahr Kürbissuppe.
Ihr müsst ihr helfen können. Ja, ein bisschen fragst du ihn um Rat. Das machen wir, Freunde, das machen wir. Aber erst in der nächsten Folge. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen wieder und ja. Wir haben schon das ultimative Schwert. Natürlich alles geil. Aber Zelda zu befreien, zu retten, das ist noch eine ganz andere Frage. Aber wir wissen ja, eigentlich ist es in Sicherheit. Bloße Verwandte ist ein bisschen das Problem, wenn der wieder ausbricht. Und bis dahin müssen wir uns ein bisschen sputen, wa? Und endlich das Triforce finden. Bis dahin, ciao zusammen.